Ich bin Fritz Hering. Ich koche, ich esse und ich fahre übers Land. Ich mag Neues entdecken und staune über die Vielfalt im Herzen Bayerns. Wenn ich nicht koche, treffe ich Menschen, die hier heimisch geworden sind und komme gerne zu ihren Festen. Im Herzen bin ich noch immer ein Hippie. Lange Haare, Rasterlocken und Bob Marley. Das war meine Jugend. Zum äthiopischen Neujahrsfest lädt mich ein Rastermann nach Nürnberg ein. Das ist dein Königreich, oder? Das ist mein Platz, ja. Äthiopisches Königreich. Das ist schön. mein Platz. Achso, das ist so eine Dekoration? Das ist Dekoration, Ja, diese aber alles in Kultur. Äthiopien immer alles sehr Natur, oder? Ab heute bis morgen, ganz in Äthiopien, jede in der Wohnung hat so ein großes Gras, grünes Gras auf dem Boden. Ja. 11. September mache ich immer Gras. Ne? Endali hat sein Restaurant für das äthiopische Neujahrsfest mit Gräsern geschmückt. Er ist vor 12 Jahren nach Bayern gekommen. Er will mich in die Geheimnisse der äthiopischen Küche einweihen. So, wir kochen heute das Dorowet. Das ist eine richtige Gericht in Äthiopien. Das ist neues Jahr. Ne? Doro heißt Hähnchen vielleicht mit Ei zusammen. Und danach kommt der Berbere, das ist scharf, was alles drin. Wie, Gewürzmischung praktisch machst ja, genau. Das ist wie Curry, aber das ist eine äthiopische Sache. Das macht alle Essen gründlich zum Kochen. Also das ist ein Grundrezept praktisch. Genau, das ist so. Ganz lange Und was hast du Deutsch? Was ist das? Das ist Hähnchensauce, das ist scharfe Soße. Hähnchensauce, ja. Gut. Tust du das Das extra ist ein braten, bisschen- oder? Ja, extra ein bisschen kochen. Aber erst wir einmal- kochen erstmal ein bisschen und dann mit Soße zusammen. Ne? Und die Küche schaut auch anders aus als bei uns. Nicht? Du bist ja wirklich so eine richtige optische Augenweide. So, das kocht. So, mache ich das rein, ja. Das ist einfach, das ist Das ist ein vorgekochtes das ist Händel. ja, Hähnchen rein, das kommt in scharfe den Topf, Okay. mit scharfe Soße. Ja. Und wenn es ein bisschen gekocht ist, Ja. und es kommt Eier drauf, Was? Eier? Ei, ja. Das ist sehr richtig. Das Ei gekocht, Gekochtes Ei da rein. die rein. Und das ist jetzt ja praktisch, wir haben jetzt ja das neue Jahr da, das Genau. äthiopische, gell? Das ist eine ganz ist also ein traditionell Festessen. äthiopisches Gericht. Wieso bist du eigentlich jetzt ja da in Nürnberg gelandet? War das Zufall oder? Ich wollte eine äthiopische Restaurant zum Hoch bringen. Es ist äthiopische Küche in Franken, unbekannt ganz. Ja. Muss vom Null bis zum Anfangen. Oben anfangen. Vom Null Kundenschaft bis zum heute. Wir sind so viele Kundenschaft, so viele genießen das Restaurant. Das Kommen Restaurant da ist nur Äthiopier auch zu dir oder auch Deutsche? sehr wenig als den Deutschen. Interessant Ehrlich, von ja. Deutschen. Also die ganzen Nürnberger. Nürnberger ganz, ja. Und das Restaurant ist einzige ohne Gabel und Messer. Achso, wie kannst du. Kein Gabel und Ja, Messer. wie willst du jetzt das mit der Hand essen, mit dem Brot Mit dann? Hand, mit Brot besser zum Essen haben. Du, Endali, was ist eigentlich der Unterschied zwischen äthiopischer Küche und afrikanischer Küche? Da gibt es doch auch zu Kenia oder sowas. Ist das jetzt ein Ja, es großer ist ein Unterschied? großer Unterschied. Schon, oder? Weil Äthiopien ist eigene Essenkultur. Ja. In Afrika, vom Kolonie, Ja. ist es anderes. Bei Äthiopien ist ein Land keine Kolonie. Und wir haben nur 5 Jahre mit Italien Zeit und dann keine Kolonie. Die hat eine alte Kultur lange gehalten. Das ist 1000 Jahre vor Christus, das Essen. Ja. Mit Finger zum Genießen. Den Finger zum Genießen. Wir kochen jetzt gleich eine Goret, ein Spezial mit scharfer Soße. Ja? Gorat ist das Gericht, heißt so, oder? Das ist ein Gericht mit Fleisch, bisschen große Stücke geschnitten Gut. und ein bisschen mit der scharfen Soße leicht gebraten. So wie Gulasch oder sowas. Ja, Kann man so. bisschen. Goret zu mixen. Aber es ist alles schon sehr fett so. Also, da sind schon viel Öl drin, gell? Ja, ein bisschen, aber wenn zum Essen ist es raus, das ist so scharf. Fein. Aber es ist gut. Aber eine gute Mischung eigentlich. Okay. Hast du jetzt auch viele Freunde Okay. jetzt hier? In Hab ich. Nürnberg hast du deutsche Freunde auch viele? Viele, ja. Aha. Aber weil vom Restaurant habe ich viele. Das ist Rindfleisch scharf. Okay? Ja. Immer schon.
Ein bisschen braten, ja. Ja, genau. Ist das schon mariniert oder roh? Okay, ja. Ja, ein bisschen, ja. Genau. Also du machst es jetzt ohne Öl rein praktisch. Ja, ohne Öl. Ohne Braucht Öl? man nicht Okay. so viel. Aber hier Butter ist Öl, ne? Was ist das für Butter? Das ist äthiopische Butter. Ja, Das mit viele Gewürze gemacht, ja. also so eine Art Kräuterbutter, oder? Und Südwest. Ja? So eine Art Kräuterbutter, oder was? Ja, so Richtung, ja. Gut. Und kommt jetzt eine scharfe Soße. Eine scharfe Soße. Tust du die auch selber, die tust du auch selber zusammenstellen? Das ist selber, ja. Das ist eigentlich auch ein bisschen scharf, ist ein scharf. Ja, Was für ein Fleisch ist das jetzt? Ist das Rindfleisch. Ja, ja, aber Filet oder Lende oder Schulter? Das ist Rostbeef. Rostbeef, also die Lende halt. Ja, genau. Also ein sehr schönes Fleisch, ne? Ja, das schöne Fleisch. So, Wunderbar. das reicht. Nur Ja. Salat, das du auf dem Teller Aha, aha. genießen. Das heißt Gorat Gorat. Das ist Gorat Gorat. Gorat Gorat, ja. Das sind so deine Gewürze da, die Das baust ist du dann mein selber? Gewürz, ja. Aha, aha. Wo kann man das kaufen, die Sachen da? Das meiste bringen wir beim Äthiopien. Aber das ist der Grund, das Korarima heißt das. Korarima heißt das. Was ist, wächst das auf die Bäume oder? Genau wie Kardamom aussehen, aber eine Kardamom-Gewürze in Äthiopien. Das habe ich gelesen auf Windows, aber wir sehen Korarima. Das ist sehr gut. Das ist schmeckt der frisch. Grund, ja, ist Das muss ich schon sagen, also. Toll. Schöne Gewürze. dann. Schön. Habt ihr jetzt eigentlich so in Äthiopien da die Probleme, weil es ist ja die Hälfte ist orthodox oder christlich und die andere Hälfte ist Moslems. Gibt es da Schwierigkeiten oder? Nee, Nicht, oder? Also ihr seid friedlich, bis oder? jetzt nicht. Ist immer Vielleicht vorher kein. Muslim und Christen in einem Afrikaland zusammengelebt. Das ist Äthiopische. Äthiopien ist zwar ein Vorbild für andere Afrikaner. Das Injera-Brot ist die Basis jedes äthiopischen Gerichts. Der Teig wird traditionell aus Teff-Getreide gemacht und einige Tage vergoren, bevor man die Fladen in der Pfanne bäckt. Für das Dorowat-Gericht werden Hühnchen, gekochte Eier und scharfe Soße darauf angerichtet. Das gleiche gibt es auch abgewandelt mit Rindfleisch, Butterschmalz und Schafskäse. Das heißt dann Gorat Gorat. Da kann man die Arrange nicht so gut ab. So, bitte. Kriegst du Gorat Gorat? Ich krieg ein Hähnchen, heute ist neues Jahr. So, aber ein Essen. Super, Guten Appetit. ich danke dir, sehr schön. Das läuft mit Fingern. Wirklich schön, freue ich mich sehr. Ndali erzählt mir, wie der äthiopische Kaiser Haile Selassie bei einem Besuch in Jamaika in den 60er Jahren zum Heilsbringer für die Rasta-Bewegung wurde. So kommt es, dass es Rastafaris auch in Äthiopien gibt. In Nürnberg feiern äthiopische Christen und Moslems gemeinsam in Ndalis Rasta-Botschaft. Bevor ich abreise, möchte ich mir in Ndali sein neuestes Projekt zeigen. Das ist dein berühmter Truck jetzt, oder? Ja. Das war nicht mehr so gerade der frischeste, oder? Ja. Da musst du viel machen. He? Ja, heute. Wahnsinn. Ja, kannst du das so auch selber richten und so? Ja gut, ja. Da hast du dein Spezi da, oder? Das passt, ja. Hallo, servus. Servus, grüß dich. Servus. Obwohl ich Habe ich dir, Fritz? Willkommen in einem Frankenland, ne?
Was möchtest du da machen? So Catering oder wird es ein Imbisswagen? Wieder so ein Foodtruck. Foodtruck, also wie Imbisswagen, aber dann auf amerikanisches System. Hauptsache ist, dass die äthiopische Küche ein bisschen bekannt bringt. Das ist quasi bei uns jetzt der Bratwurstfritzen und das ist halt bei denen, die sind ja an und für sich in Amerika, ist ja ähnlich. Das wird ja bei uns jetzt auch Foodtrucks. Und der wird halt komplett ausgerüstet. Ne? Das aber dann schön äthiopisch ummalen. Da musst du dann so ein bisschen, oder? So ein bisschen Reggae drauf machen und so weiter. Richtig, alles. Das ist schon klar, weil sonst. Ja, das ist ja super. Da. Und wie lange dauert das, bis du den fertig hast? Was meinst du? 3-4 Wochen. Also. Machst du Musik auch nicht dann so? Hast du Musik auch. Musik auch? Super. Also die Fahrerraum wird hier an und für sich, die Fahrerhaus wird hier auf seinen Wunsch wieder umgebaut. Da kann man halt dann boxen oder was weiß ich. Aber passt zu dir. Passt zu dir. Was mir. Ja, das ist nein, ich meine auf alle Fälle, eins ist so eine alte Gurke, die ist in jedem Fall, fällt dir mehr auf, als wenn du so einen gestalten, neuer Kanter hast, weißt, das ist in jedem Fall besser. Komm her, geh du voran. Du bist der Chef von der Gurke da. Ja, Wahnsinn da. Indali hat große Pläne mit seinem afrikanischen Imbisswagen. Wenn der erst umgebaut ist, wird er damit äthiopische Hausmannskost durch ganz Bayern fahren. Oder auch am Straßenrand stehen. Aber es passt zu dir, ja? Nur vorne rein. Ich meine, der Knüppel, der ist sehr äthiopisch, da die sagen, der Schallknüppel. Ja? Egal. Muss ich die Schräge mit berücksichtigen. Das hängt in der Waage, aber wenn du dann schaust, dann hängen die Fenster so. Ein Schutzbrille so. Und jetzt sieht wieder mal Meine Foodtrucker. ein bayerisches Fenster reinmachen. Verstehst du? Ein Souvenir. Ein Souvenir. Jetzt darf ich selbst Hand anlegen. Als kleiner Bub habe ich schon davon geträumt. Krach machen und Autos zerlegen. Max kann da Schnitt. Gerade schneiden. Wenn es schief ist, dann ist es ganz kaputt. Denkst du immer an die Sendung. Geht ja nicht bei der Hand. Ja? Wo kommt denn hier noch die Verkaufsklappe hin? Das beste Inhalieren ist ja auch was Feines. Das ist nicht mein Job, das sage ich dir gleich. Da tut der lieber Kuchenlöffel in der Hand. Das ist ja ein Scheißjob. Nur einfach festhalten. Hä? Nur einfach festhalten. Kannst du das tun mal, oder? Ein bisschen. Ja? Hast du schon mal gemacht, oder? Nee, nie. Ich mache mich auf und schwelge in Erinnerungen. Reggae ist Bob Marley, ist Pete Tosh, ist Jamaika, ist ja klar, ich meine immer wieder Marihuana, also Enzymina, das war halt immer so diese Zeit, auch von früher. Ich bin ja deswegen, wegen der Musik, habe ich meine Hochzeitsreise nach Jamaika gemacht, ja, weil das einfach halt für mich irgendwie unglaublich war, immer schön war. Die Rastas, diese Rastalocken, die habe ich als junger Kerl unglaublich bewundert. Irgendwie habe ich es dann einmal für mich selber nie zusammengebracht, weil ich als Koch musste, dann mal immer kürzere Haare haben. Und so ein blonder Rastafari ist irgendwie doch vielleicht auch ein bisschen aufgesetzt. Die Musik hat natürlich einen wahnsinnigen Rhythmus, hat eine Entspannung, hat eine Lebensfreude. Bob Marley ist einer der größten aller Zeiten. Sun is shining, the weather is sweet now. Make you wanna move your dancing feet. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie Äthiopier in Bayern leben und was es bei ihnen Leckeres zum Neujahrsfest gibt. Want you to know just if you can. Im
Im Keller der St. Gabrielsgemeinde packen alle mit an, damit das Festessen zur Gemeindefeier am nächsten Tag rechtzeitig fertig ist. Do you believe me? Das sind. Ja, freue ich mich auch sehr. So, Gute Damen. Grüße. Sie sind von Frauen von der Gemeinde und die sind jetzt beim Vorbereiten für morgen, das Neujahrfest. Und das ist das Rindfleisch, was wir jetzt für den Hauptgerichte für Zips und Kipfer brauchen. Und die Vorbereitung natürlich für 200, 300 Leute muss das schon vorbereitet muss schon werden. viel, klar. Genau. Riecht schon gut, gell? Es riecht, ja? Sehr gut. Ist ja auch einmal so, normalerweise auch so deutsches Brot, bayerisches Brot? Oder macht ihr nur die Fladen selber? Wir machen nur die Fladen So, selber, wenn die zu Hause? traditionellen. Nein, zu Hause jetzt zum Wir Frühstück? essen alles. Also in der Früh essen Sie auch Butterbrezen? Oder? Ja, wir essen alles. Aber Alles wenn so. wir irgendwas zum Feiern haben, dann machen Aha. wir. Also das ist nicht jeden Tag euer Brot? Nee. Nee. Wir sind Ah, da aber bin jetzt ich fast schon Deutsche. beruhigt, ja. Dass wir jeden Tag in der Früh die Fladen machen müssen. Das ist also hauptsächlich genau die gleichen Sachen wie mir. Also Wenn wir was feiern oder wenn wir was Äthiopisches kochen, dann okay. machen wir nur. Ja, das ist aber schön, wenn Sie das macht. Finde ich gut. Aber schön machen Sie das. Noch eins? Warten Sie bis das warm wird. Da. Hey, Sie haben fast geschafft. Das ist wie Pfannkuchen. Pfannkuchensuppen. Kennen Sie Pfannkuchensuppen? Ja, ich kenne Eben. Da ist auch kein Ei dabei, oder? Haben Sie Ei? Nein. Und fertig. Ja. Hallo, grüß euch. Hallo, grüß Gott, die Damen. Im nächsten Raum wird das Kulturprogramm einstudiert. Und gleichzeitig lernen die Jungen die äthiopische Tradition und Kultur. Sprecht ihr die äthiopische Sprache? Sprecht ihr die? Alle? Genauso wie Deutsch, oder? Ja. Das finde ich toll, also schön. Ja, es gibt auch einmal die Woche so Unterricht. Und die Schrift, die können Sie auch alle, oder? Es ist halt kompliziert, aber wir sind dran jeden Samstag. Ihr seid immer dran, ne? Ja, das finde ich, das ist Respekt, also absolut. Dann gehen wir jetzt in die Kirche. Ja. Über die Hälfte aller Äthiopier sind Christen. Ihre Kirche stellt einen eigenen Zweig des orthodoxen Christentums dar und hat mit der römischen Kirche nichts zu tun. Ihre Geschichte reicht bis ins 4. Jahrhundert zurück und ist im Volk tief verwurzelt. Also das sind die ganzen Bilder, was man auch hier bei der katholischen Kirche kennt. Das sind die 12 Apostel und das hier ist das Abendmahl. Und das ist nach einem typischen äthiopischen Bezeichnung. Die Malerei ist immer so. Und das ist das auch was Besonderes für uns ist, dass die ganze Malerei nicht anders hier wie europäisch oder aussieht. Das ist, so sieht die Augen und die Haare und der Kopf sieht immer so. Was ist da drinnen? Was ist das? Da drin ist das der Bundeslade. Das ist der Bundeslade und da darf man nicht rein. Das ist nur für geweihte Priester und für geweihte Diakon. Also für Laie, für uns ist hier dann Schluss. Also bis dahin ist es schon. Und der Bundeslade kommt nur zweimal im Jahr nur raus zum Besichtigen für die Leute draußen. Und der Bundeslade ist das die 10 Gebote da drin. Und Sind das die gleichen Gebote, die wir auch haben, oder? das sind die gleichen Gebote. Das ist nicht andere. Wir haben noch eine andere Gebote. Genau.
darf beim Neujahrsgottesdienst neben dem Gemeindevorsteher stehen und bin tief beeindruckt, wie nah mir die Gläubigkeit dieser Menschen geht. Am nächsten Morgen habe ich eine Verabredung zum Frühsport. Der FC Etio spielt gegen eine Flüchtlingsmannschaft und die Jungs sind ganz schön auf Zack. Ich möchte für die äthiopische Mannschaft die Bälle halten. Hallo, servus. Grüß dich. Und die sind schon fest am Action machen, oder? oder? Ja, Action machen und kommst du gleich rein. Und dann Ja, ja. hast du dann Wie steht's? 1-1. 1-1, okay. 1-1. Wo bin ich? Bei den Gelben oder bei Ja, den? beim Gelben gehst du rein und dann machst du alles. Und dann tauche ich alles raus, Ja, oder? klar, muss so sein, oder? Okay, Das ist klasse. super. Schön, dass du da bist. Ja, freue ich mich. Da. Macht Spaß bei euch. Super, Henok, weiter so, klasse! Macht Spaß mit Jungs. Ja, das glaube ich, das ist klar. Wir sind verschiedene Kultur und Ja. also Multikulti, sag ich mal. Alle, die ganze Mannschaft, oder? Ganz Mannschaft, ja, ganz Mannschaft. Und du bist Äthiopier, oder? Ich komme aus Äthiopien. Komm, jeder ein Mann! Reagieren die da auf dich, wenn du so schreist, ja? Verstehen sie schon? Eingespielte Team. Eingespielt. Bist du gut in Torwart? Ja? Bist du gut in Torwart? Ich bin der Beste da. Na, sag mal. Hey, Jungs. By 9. We may run out of money tonight, never out of time. Palmer Street, we kick it corner, pad to line. It's anybody's guess how late we're gonna run. We go all night, alright, to midnight just begun. Let's get moving into action. Let's get moving into action. If your life's too slow, no satisfaction. Find something out there, there's an attraction. If you hesitate now, there's a subtraction. So let's get moving into action. Well, I showed up on the scene. We tried to warn that your days were. Also irgendwas stimmt mit dem bläden Rasen nicht. Und nachdem es 1:5 steht, muss ich jetzt wieder vom Platz. Sorry, tut mir leid. So, wir gehen noch was ein bisschen trinken, ein bisschen was essen. Wahnsinn. Das war ganz schön anstrengend, möchtest du nicht glauben. Aber einen habe ich gehalten, hast du gesehen? Super, klasse. Einen. Aber 4 habe ich reingekriegt. Ja, ist ja Wahnsinn. Super. Aber immer der Typ, der kommt immer auf mich zu, verstehst du das? Was machst du immer vor meinem Tor? Aber ich finde das toll, macht Spaß mit den Jungs. Ich verstehe dich. Hast du Spaß? Ja, ich verstehe auch dich, dass du das machst. Das ist, Ja, das ist, hast du einen guten Job, ja. danke. Doch, ich finde das super. Also. Die haben alle eine riesen Freude, sind alle mal engagiert und das Beste kann nicht passieren, auch für junge Leute nicht. Ne? Ja, ja, klar. Ja, das das ist, Sport also ist. muss man integriert werden, Absolut. Also, wenn man hier ist und also, Ja, und mit Sport geht das immer am besten. Es sind jede Menge junge Leute, das sind Zuschauer da. Ne? eben. Und die mit ihren Trommeln da, das finde ich auch cool. Hat einfach eine geile Atmosphäre dann gleich. Gell? Danke. Das machst du schon. Vielen Dank.
Als ich zur Gemeindefeier komme, sind schon fast alle da. So, von innen sieht unsere Küche hier aus. Ja, Hallo die Damen. Sieht gut aus hier. ja zum Ausprobieren. riecht Hier, gehen wir mal hier. Probieren es mal. Aha. So, das ist ein bisschen scharf, ja. Gut. Ja, Sehr, sehr schmeckt gut. gut. Also das ist Sambusa, in Tasche gewickelt. Innen drin sind so Linsen, Gemüse und Das ist auch typisch äthiopisch, oder? ja, das ist typisch äthiopisch. Das ist typisch. Wie heißt das? Sambusa. Sambusa. Sambusa heißt es. Da steckt viel Arbeit, alles mit der Hand gemacht. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Milde und scharf. Ja. Ist ein richtiger Schatz? Ja. Ja. Da sind immer diese Eier dabei, gell? Das gehört sich dazu. Gehört dazu, oder? Und da haben sie noch Eier und ein Huhn, oder? Was ist das? Ja, das ist Hühnerchen. Das Sucukot ist frisch. Was kommt da, das da, oder? Ja, das ist so eine... Gehört auch da dazu, oder? Ist das, ja. Wohin? Einfach hier drauf, daneben. Reicht das oder noch mehr? Ein bisschen. Das ist auch eine. Ja, genau. Und von dem Schafkäse? Super. Genau. Ja, genau. Das wäre Portion Essen fertig. einfach schön essen. Das ist Urlaub. Dass ich 2008 so noch einmal feiern darf, kam überraschend. Doch wie ich jetzt weiß, läuft der äthiopische Kalender unserem 7 Jahre hinterher. Die lebensfrohe Gläubigkeit und Offenheit der Äthiopier hat mich tief berührt. Hier war ich wirklich zu Gast bei Freunden. Alla casa wa pietwa lepo, hedo, hedo, hedo.